Guten Dag met Nene. Daar ben ik nog eens mal weer. Ik wil u eens vertellen wat ik letzten Sommer beleefd heb als ik in de Noorderstad für eine Isdele zat. Und neben mir an anderen Dister zat so ein Trop von Frauen, so um die 60 Jahre alt. Und die hatten ein ganz interessantes Thema drauf. Und das habe ich mir eben aufgeschrieben und das will ich euch noch eben vertellen. Da fing eine Frau an zu vertellen. Ich bin letztens in eine Drogerie gegangen. Ich wollte so gerne mal eine richtig gute Gesichtscreme haben. Und als ich dann da drin kam, da kam auch vor so eine Frau auf mich zu und frug, ob sie mir helfen kann. Da habe ich gesagt, ja, ich wollte gerne eine richtig gute Gesichtscreme haben. Ja, frug sie mich dann, was sind Sie denn für ein Hauttyp? Ach, das weiß ich doch nicht, was ich für ein Hauttyp bin. Da habe ich gesagt, Sie sind doch hier die Fachfrau. Vielleicht können Sie ja auch so schon wohl sehen, was ich so für ein Hauttyp bin. Da kiekst sie mich an und da sagt sie, ach, ich sehe schon, Hängebäckchen. Ja, das muss ich ja dann mal so hinnehmen. Ach, sagt eine andere Frau, mir ist auch was passiert, letztens so was, ich bin in Aldi und da suche ich eine Frau, eine olle Norwersfrau, die da an Inkopen was und die habe ich, ach, fertig ja nicht sehen. Ich hab sie zuletzt gesehen, da war ich so 17, 18 Jahre alt. Und da habe ich gedacht, ach, die Marie, da gehst doch jetzt öfters hin und fragst sie erst, wo der geht und ob sie mich noch erkennt und so. Und dann bin ich hingegangen, habe sie begrüßt und habe gesagt, kennst du mich noch? Da kiekst sie mich an und sagt, mein Wicht, was bist du ja dick geworden? Was sagst du? Da habe ich so richtig einen von Latz kriegen. Und fing eine andere Frau an und vertellen, ach, als ich damals mit den Hermann an Frehen war, gerade so ein paar Werke, da kam eine Arbeitskollegin wie mir an den Schreibtisch und sagt, ich habe gehört, du warst nur mit den Hermann an Frehen. Ja, habe ich gesagt, wie geht also 6 Werke gehen wir also mit Nene. Und da sagt sie, das glaubst du doch, war nicht das Dedi meint. Den schmucken Kerl, den kann voll was Beters kriegen. Fragt dann eine Frau, hast du dann noch für 3 Jahre einladen zu Silberhochzeit? Nee, sagt sie, die kann mir entgegenkommen und nee, da will ich nichts mehr mit zu tun haben und ich hab's auch nicht einladen, denn wer weiß, was sie da vielleicht noch wer von Stapel lädt. Nee, das will ich nicht. Und sagt eine andere Frau, ja, mir ist auch so was passiert, auch als ich so 17, 18 Jahre alt war, da ist mein Patenonkel, Herr Hirot. Und meine nähe Tante, die kam von Burenhof. Und da war es halt so, es war ja früher so, wo die Braut da getraut. Und so war es dann auch die Hochzeitsfeier auf den Burenhof. Und da war ich auch inladen, wegen hatte ich ja das Patenkind war und unsere Mama und Papa war es auch inladen. Und auch das war eine richtig schöne Hochzeitsfeier. Über einen Kaffee und dann besser Abendessen und dann nachher war was noch Tanzsuppe Däle. Und meine nähe Tante, die hatte eine Brüder, die war so um die fertig. Das war so eine Junggesellen, also so eine an der Mühe. Und die halten mich dann auch zu tanzen. Und ich muss sagen, die konnten gut tanzen und wir haben doch viel Spaß an hat. Und als sie mich wieder zurückgebracht hatte, an den Tisch, wo unsere Mama und Papa saßen, da kam meine nähe Tante auf uns zu und sagte zu mir, da brauchst du nichts drauf inzubellen, dass mein Bruder mit die tanzt hat. Bei uns an Hof, da hört eine Frau, wer arbeiten kann. Da war es für mich die 4 auch so bolle zu Ende. Und da sagt unsere Mama, nee, das brauchen wir uns nicht anhören. Wie führt noch Glicks nach Hus? Und eine Viertelstunde später sind wir dann auch nach Hus entführt. Oh, ich muss sagen, das ist nicht meine Lieblingstante geworden. Ja, das können sie auch alle was verstorben. Da sagte eine, als ich in Krom lag mit unseren
älteste Tochter, da kam mein Schwiegervater auch in Krankenhaus, satt sich an mein Bett und wollte gerne auch das kleine Enkeltöchter können sehen. Und als er das dann sehen hat, da hat er mich gefragt, nun sag doch, wann hab ich eigentlich noch geheiratet? Ja, habe ich gesagt, am 10. Januar, das weißt du doch. Ach so, und nun haben wir den 20. Oktober. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Ja, dann macht ja doch was passen. Ja, ich wollte doch wetten. Ja, sagt dann so eine andere Frau aus der Runde, du hast ja Glück gehabt, dass du nicht in August so ein Fröken kriegen hast von 3,5 Kilo. Ja, sagt dann eine Frau, ich muss auch noch was sagen. Meine Schwiegermutter, die hat uns einladen, die wurde ja 70 Jahre alt. Und da bin ich hingegangen und nehmen das auch, sie hat alle richtig feinen Markt, sie hat beste Damastdok auf dem Diss und Silberbesteck und das schöne olle Porzellan, was sie von ihrer Mama noch erbt hat. Und da habe ich dann gesagt, ach, das ist aber ein schönes Porzellan. Da kickst sie mich an und sagt, das brauchst nicht zu meinen, dass du das ist einmal kriegst. Das hab ich all anderen für sehen. Du kriegst auf jeden Fall nicht. Ja, das waren, ach, ich weiß nicht mehr, was die anderen alle noch so für Döneküster gebracht habt, wo sie alles für einen Latz kriegen habt. Und ich muss nur sagen, das Fazit ist ja nur ein gutes Wort, flöchwied, ein wendelig Wort, das setzt sich faste. So, nur du was hin und ich sag, gut gone.